Ah, das war mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Jetzt hat er gerade einen Lauf. Und egal, wie das Spiel jetzt auch ausgeht, aber den hat er hier per Weltklasse-Parade abgewehrt. Sehr gut gemacht hier vom Torhüter. Der erste Ball gleich ganz sicher abgefangen. Das gibt Sicherheit. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Jetzt schauen Sie mal, wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden Torhüter. Toll abgefangen. Und da ist der Ball weg. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Schön gemacht. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Und der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Das ist super Abwehrarbeit. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Kommt in den Zweikampf einen Tick zu spät, die Konsequenz gelb. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Da, Endstation, Torwart. Gut gespielt. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. So, und Tor! Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Ja, und wenn es jetzt schnell geht. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Jetzt die Augen und er trifft. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das Tor erzielt. Erstklassiges Zuspiel. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Hat durchaus genau in den Winkel. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. So, und jetzt müssen sie doch mal alles nach vorne werfen. Vielleicht klappt es ja jetzt doch noch mit dem Ausgleichstreffer. Und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Und der Kopfball nach vorne bringt jetzt einen neuen Schwung. Das wird gefährlich. Einfach weg mit dem Ball.
Oh, die Verteidigung unaufmerksam. Ganz wenig Platz für die Angreifer. Und er hebelt die Abwehr quasi im Alleingang aus. Ja, das könnte eine gute Chance werden. Aber ja, der Torhüter, der sitzt. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Er ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. Hochkonzentriert, wie der Abwehrspieler da in den Zweikampf geht. Achtung, genau in den Lauf. Der passt perfekt. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Jetzt wird es hier nochmal richtig spannend. Schaffen sie den Ausgleich noch? Der Spielstand, und das verspricht uns allen, liebe Zuschauer, eine spannende zweite Hälfte. 45 Minuten sind vorbei und die beiden Teams haben sich bis jetzt gegenseitig neutralisiert. Ich bin gespannt, ob wir in den zweiten 45 Minuten auch ein paar Torszenen sehen werden. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. So, in der anderen Hälfte ist er wieder im Ballbesitz. Jetzt hat er den Platz. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Ja, ganz souverän, wie er da kein Risiko eingeht, nicht versucht, den Ball zu fangen, stattdessen die Faust nimmt. Ja, das macht er gut, per Kopf. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Ja, der kann es einfach. Der kann es, was diese langen Bälle angeht. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Sauberes Kopfballspiel. Ja, und die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Da hat er Übersicht, da hat er ein Auge für. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, und der fünfte Schiedsrichters erfolgt hier völlig zu Recht. Es gibt Freistoß. Und gerade einen solchen Freistoß darf man seinem Gegner natürlich nicht schenken. Ja, der Schuss geht genau in die Mauer. Und nach diesem Ausgleichstor ist in der Partie wieder alles möglich. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, ob er ihn nicht rausnimmt. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Ja, wichtig ist, dass man über die Außenposition versucht, zum Erfolg zu kommen.
Situation gut eingeschätzt. Und was für eine klasse Tat. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Ja, das sieht gut aus. Es ist aber auch nicht einfach, diesen Abwehrriegel zu knacken. Wie willst du das machen? Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. So, für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten sie aber langsam aufpassen. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ja, und die Mauer ist goldrichtig postiert. Ja, wer soll bitteschön diesen Ball bekommen? Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. Und wieder mal Endstation beim Verteidiger. Klasse Aktion. Ja, das Zweikampfverhalten will der Trainer sehen. Da freut er sich. Und genau beim eigenen Mann fällt der Ball wieder herunter. Vorausschauend gespielt, das ist natürlich auch wichtig. Und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Reihen. Genau so stellen wir uns das vor. Und das war clever gepasst. Es werden 3 Minuten nachgespielt. Ja, so wünscht sich das jeder Trainer. Die Viererabwehr da hinten steht sehr kompakt, sicher und solide. Oh, das hat er gut gesehen. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Und dieses Spiel endet hier am Ende Remis. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.